So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Denne Vloggt und so. Und anlässlich, dass ja heute Halloween ist, habe ich mir gedacht, sagen euch mal, was meine 5 favorisierte Found-Footage, Schrägstrich, Low-Budget Horrorfilme sind. Ja, und wem Found-Footage halt kein Begriff ist, der kann halt einfach hier mal bei Google ingehen und dann auf Wikipedia nachlesen oder so. Eine kurze Zusammenfassung ist, wenn der Film, der gedreht wird aus der Sicht durch die Kamera. Also jetzt kein irgendwie Hollywood-Style, sondern ja, aus der Perspektive des Filmers, durch die Kamera quasi. Ja. Und das gefällt mir halt ziemlich gut, weil das ist halt immer, das kommt halt immer sehr realitätsnah rüber, ne? Und deswegen bin ich da großer Fan davon. Ja, und auf jeden Fall hatte ich mir gedacht, komm, stell dir heute mal die, mein Lieblings Top 5 Found Footage Low Budget Horrorfilme vor. Und ja, da fangen wir mal mit dem Platz 5 an. Katakomben. Der spielt in Paris, in der Katakombe, also unter diesem, unter Paris ist ja so ein großes Tunnelnetzwerk. Und da ist so ein Forscherteam, die wollen irgendwas erforschen und ja, da passieren dann halt Sachen. Ne? Und das ist halt auch in dieser Found-Footage, in dieser Kameraperspektive. Und ja, den fand ich richtig gut. Die Filme, die ich euch jetzt gleich da nenne, die haben teilweise super schlechte Bewertungen. Ne? Das liegt einfach dort dran, dass die Filme in das Genre Horror gesteckt wäre. Da jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime oder bei Netflix, was weiß ich, was es alles gibt. Da werden halt die Filme in die Horror-Sektion Genre gesteckt. Keine Ahnung, kommen irgendwelche Leute und wollen einen guten Horrorfilm gucken. Ne? Dann gucken die denen und finden eine Scheiße, weil sie einfach nicht, wenn sie einfach keinen Bock auf so eine Art von Horrorfilm haben. Und dann gehen die Negativbewertung. Und ja, das ist halt so ein bisschen Geschmackssache. Und da es halt keine eigene Genre für, oder Untergenre, in denen eine große Börse gibt, für sowas, ist es oftmals so, dass halt die Filme eine relativ schlechte Bewertung haben. Ne? Und deswegen lasst euch dort davon nicht beeinflussen, wenn ihr zum Beispiel der Film, den ich nenne, guckt auf Amazon, der hat halt nur 2 Sterne bei 200 Bewertungen oder so. Kann man echt nicht noch gehen. Ja, und dann kommen wir zu Platz 4. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht. Unknown User. Ja, ich bin halt nicht so der Englisch-Crack. Unknown User. Unknown User. Unknown. Das ist jetzt nicht direkt ein Found-Footage-Film. Der ganze Film wird gedreht mit einer Webcam. Also alles Filmmaterial, das gedreht gerne ist oder das man sieht, ist nur durch die Webcam von einem Laptop oder von mehreren Laptops entstanden. Die Story mag vielleicht ein bisschen abgespaced sein, aber überhaupt mal auf so eine Idee zu kommen, fand ich richtig klasse. War eine richtig krasse, erfrischende, abwechslungsreiche neue Art von Horrorfilm für mich und deswegen ist der bei mir auf Platz 4 und auf jeden Fall sehenswert, meiner Meinung nach. Ja. Platz 3. Auf Platz 3 habe ich hier stehen Grave Encounters 1 und 2. Ganz krasser Film. Also, ich will da nicht zu viel spoilere. Ja, nicht, dass ich da irgendwie zu viel spoilere und dem ein oder andere dann die Lust auf den Film verderbe. Weil ich weiß selber, wie es ist. Ne? Ich kriege ja manchmal, wenn ich den Trailer sehe, ist das für mich schon zu viel Spoiler. Ne, auf jeden Fall Grave Encounters. Krasse Schockermomente. Story ist okay. Die Anzahl und die Inszenierung von diesen Schockmomenten und die Spannung, die in teilweise in manchen Situationen erzeugt wird, ist richtig krass. Aber auf jeden Fall muss für Fans dieses Genre Grave Encounters Teil 1. Ja. Auf Platz 2 Blair Witch Project. Ich meine, die ganze Scheiße hat ja mit dem Film angefangen, ne? Weil es war ja damals so, dass viele Leute wussten ja gar nicht,
ob das gestellt ist oder ob das eine wahre Geschichte ist, ne? Und ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich meine, die Macher heute die Leute dann auch in dem Glaube gelassen. Und dadurch ist halt unglaublicher Hype entstanden. Und das war, glaube ich, auch so mit der erste Found-Footage- und Low-Budget-Film, der nur ganz geringer Bruchteil von gekostet hat von dem, was er eingespielt hat. Und ja, es ist halt so ein Klassiker, ne? Blair Witch Project, Teil 1. Das Aushängeschild für einen Found-Footage-Film. Von der Story her gnadenlos, ne? Also Fans, die auf das Genre stehen, müssen den gucken und wahrscheinlich haben sie den auch schon geguckt, ne? Ich meine, ich denke... Ja. Und es gab auch einen Zweier, Blair Witch 2, Blair Witch Project 2. Der war, habe ich mir natürlich auch angeguckt. Den fand ich nicht schlecht, also für eine Fortsetzung fand ich den richtig gut. War aber halt kein Found-Footage mehr, ne? Also das war ein richtiger Hollywood-Streifen, ne? Mit 1000 Kameraeinstellungen, Special Effects und fand ich jetzt eigentlich nicht so schlecht, aber er passt halt nicht mehr ins Genre, ne? Hat auch dieses typische Feeling hat er halt verloren und deswegen kann ich den jetzt hier nicht mit kategorisieren. Und ja. So, dann kommen wir zu Platz 1. Platz 1. Und das ist wirklich meiner Meinung nach absolut verdient, auch wenn viele Meinungen auseinandergehen. Und das ist für mich das absolute krasseste Filmerlebnis in dem Genre und was was Filme, die an die Psyche gehen, angeht, absolutes Weltklasse, absolute Nummer 1. Und zwar geht es um Paranormal Activity. Die ganze Reihe mit Offspin-Sachen und was weiß ich alles. Also, ich habe mir den damals zusammen mit einem Kumpel angeguckt. Zusammen mit einem Kumpel, weil ich alleine Schiss hatte, ne? Ich habe die Trailers gesehen, habe gedacht, nee, Alter, den Scheiß kannst du nicht gönnen. Du kackst dir in die Buchs, ne? Und was war? Ja, viel anders da war es nicht. Wir haben uns den zusammen angeguckt und ich schwöre euch, das ist jetzt nicht gelogen. Ich habe 4 Wochen lang konnte ich nicht richtig schlafen, ne? Ich hatte Schiss gehabt, in sich schlafen. Ich habe abends Schiss gehabt, ich muss die Lampe anmachen. Deswegen, also ich meine, ich spoilere jetzt gar nichts über den Film. Wer noch nicht gesehen hat, gucken euch den Scheiß an. Ja. Und auch die Story hinter der Kulisse. Der Typ, der Regisseur von diesen Filmen, der hat krasse Phobie oder mega krasse Angst vor so paranormale Sachen, ne? Also wie der Film jetzt eigentlich ist. Und er hat quasi diese Drehbücher geschrieben, um sich seiner eigenen Angst zu stellen. Ja, und das fand ich halt auch super cool, so, wenn man so ein bisschen hinter die Kulisse guckt, ne? Ja, also Paranormal Activity, Platz 1, meiner Meinung nach komplett gerechtfertigt und von daher ziehen euch die Scheißfilme rein und vergessen die Windeln nicht. Ja, das war mein Top 5 Found-Footage Low-Budget-Filme an Halloween. Ich habe heute keinen Bock gehabt, irgendwas anderes zu filmen und deswegen habe ich mir gedacht, ich sage euch einfach mal, ich kenne euch mal ein paar gute Tipps. Was dieses Genre angeht, ne? Ja, ich mache jetzt Feierabend und guck mir Horrorfilm an, wie es an Halloween gehört. Okay, dann danke, dass ihr dabei waren. Wem es gefallen hat, der kann das Däumchen oder Over lassen. Wem es nicht gefallen hat, dem hat es halt nicht gefallen. Wer auf dem Laufenden bleiben will, was für Schabernack ich sonst noch so mache, der drückt aufs Abo, dann kriegt er immer so Nachricht, wo dann steht, ja, gucken wir dort, der Dende hat nochmal ein Video hochgeladen. Und wer Bock hat, kann natürlich auch mal die Sei-Erfahrungen und Lieblingsfilme da unten in die Kommentare drin schreiben, weil ich bin echt immer offen für neue Filme aus diesem Genre. Und ja,
Noch einer Trick zum Schluss. Und da hier der Daumen. Ah, ne. So. Ja. Da. Den habe ich gestern geschnitzt übrigens. Ja, okay. Genug Schabernack. Wir sehen uns einfach zum nächsten Ding. Nochmal. Machen's gut. Ciao.